Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Pilates in Achtsamkeitssequenz. Wie immer ist es ein Ganzkörpertraining. Im Fokus der heutigen Sequenz stehen der Lendenbeckenbereich, unsere Hüfte. Wir schaffen Raum. Wir öffnen dort, wo es eng ist, wo es sich angespannt anfühlt. Und in der einen oder anderen Übung werden wohl auch deine Beine etwas brennen. Lass dich überraschen, sei geduldig mit dir und höre auf deinen Körper. Passe allenfalls die Übungen für dich an oder schenk dir auch mal zwischendurch eine Pause. Was brauchst du? Deine Matte, eine Decke und allenfalls 2 Blöcke. Du kannst alternativ auch Bücher nehmen oder 2 gleich große Flaschen. Die Blöcke sind da, um allenfalls die Distanz zum Boden zu minimieren, dass du Bodenkontakt herstellen kannst. Wir starten in einer aufrechten Position, in einem optimalen Stand. Platziere dich so, dass deine Füße hüftgelenksbreit aufgestellt sind. Das heißt, du hast ungefähr eine Fußbreite Platz zwischen deinen beiden Füßen, deinen Beinen. Schließe deine Augen und schenk dir 2, 3 Atemzüge für dich, einfach mal anzukommen bei dir in deinem Körper. Komm in eine achtsame, ganz liebevolle und dankbare Haltung. Spür, was ist. Spür die Auflagefläche deiner beiden Füße und beginne aus den Fußgelenken nach vorne über die Mitte nach hinten zu schaukeln. Spüre die Gewichtsverlagerung auf deinen beiden Füßen. Und dann nimm eine 3-Punkte-Belastung ein, so dass das Gewicht gleichmäßig auf beiden Beinen gleichmäßig auf den Füßen verteilt ist. Das Gewicht ist auf der Fußballe hinter deinen großen Zehen, dem kleinen Zehen und der Ferse. Auf diesen 3 Punkten gleichmäßig verteilt. Lasse aus diesen 3 Punkten tief Wurzeln in den Boden wachsen. Spüre den Bodenkontakt, spüre den Halt, spüre die Bodenhaftigkeit. Wandere dann mit deiner Aufmerksamkeit durch die Unterschenkel zu den Kniekehlen. Strecke deine beiden Knie mal ganz durch und dann lasse etwas los, so dass du weich gestreckte Knie hast. Halte die Position so, wandere mit der Aufmerksamkeit durch deine Oberschenkel Richtung Becken. Das Becken ist in einem Mittelstand. Das Schambein zieht Richtung Himmel, das Steißbein runter in den Boden. Lass deine Wirbelsäule natürlich in den Himmel wachsen. Der Nacken ist lang und der Kopf balanciert mit einer Leichtigkeit auf deinem obersten Halswirbel. Ziehe deine Wirbelsäule mit einem imaginären Faden vom Kronenpunkt in die Höhe. Spüre, wie du wächst. Deine
Wurzeln ziehen in den Boden, der Kronenpunkt wächst in den Himmel. Gib das ganze Gewicht deiner Arme, deiner Schultern, deinem Brustkorb ab. Spür die Entspannung über die Arme bis in die Hände und Fingerspitzen. Spür den Atem. Wo nimmst du ihn im Moment am besten wahr? Und beginne dann durch deine Nase tief einzuatmen. Spür, wie sich deine beiden Lungenflügel füllen, wie Luftballone. Sich der Brustkorb weitet und mit dem Ausatmen abgebremst durch den Mund wie ein Spiegel anhauchen, lässt du die Luft wieder ausströmen. Suche deinen Atemrhythmus, sodass die Ein- und Ausatmung gleich lang werden. Tief einatmen durch die Nase, hinten seitlich in die Rippenbogen, spür, wie sich die Rippen wie Fächer öffnen und ausatmen, abgebremst durch den Mund. Genieße dieses Ausatmen, spüre in die Tiefe. Tief einatmen, blase den Brustkorb nochmal etwas weiter auf. Nach hinten, nach vorne, auf die Seite, in die Höhe. Ausatmen, schmelzen lassen. Einatmen, öffnen. Mit dem Ausatmen den Beckenboden mit aktivieren. Stell dir vor, du ziehst den Beckenboden wie ein imaginäres Seidentuch von unten vom Becken in die Bauchhöhle Richtung Bauchnabel. Spüre, was passiert, was nimmst du wahr? Einatmen, dieses Seidentuch, den Beckenboden entspannen lassen, das Seidentuch in den Beckenboden zurückschweben lassen. Ausatmen, Beckenboden aktivieren, dieses imaginäre Seidentuch von unten in die Bauchhöhle ziehen, dass der tiefe Bauchmuskel umgibt dich wie ein Korsett, gibt dir Halt, spür diese Aktivierung bis zum Brustbein, bis zum Schambein. Einatmen, entspannen, lösen, weich werden. Noch einmal, Beckenboden aktivieren, jetzt aus den Fußgelenken leicht den Körper nach vorne kippen. Einatmen, Beckenboden entspannen, zurück. Zentrieren, ausatmen, Beckenboden aktivieren, aus den Fußgelenken nach vorne kippen, ohne dass sich die Fußsohlen vom Boden lösen. Einatmen, zentrieren, lösen. Noch einmal. Beckenboden aktivieren, von unten nach oben ziehen, leicht nach vorne kippen, ohne den Bodenkontakt zu verlieren. Einatmen, zentrieren, Beckenboden entspannen. Ausatmen, Arme vorne nach oben über den Kopf ziehen. Einatmen, fülle den Brustkorb, die Arme über den aufgeblasenen Brustkorb entspannen. Ausatmen, Arme über den Kopf, Schultern, Nacken entspannt. Einatmen, blase die Lungen auf, der Brustkorb öffnet sich und dann lässt du die Arme über den Brustkorb entspannen. Noch einmal, ausatmen, Arme nach oben. Einatmen, spüre dieses Weitwerden im Brustkorb, Arme über den Brustkorb entspannen lassen. Arme entspannt halten. Tief einatmen, zieh dich in die Länge. Ausatmen, den Beckenboden aktivieren, den Kopf lang nach vorne einrollen. Tief in den Nacken einatmen. Der Rücken ist noch lang. Mit dem nächsten Ausatmen den Beckenboden maximal aktivieren und weiter in eine Abrollbewegung kommen. In einem großen Bogen
weit nach vorne abrollen, tief hinten zwischen deine Schulterblätter einatmen. Ausatmen, weiter abrollen, der Lendenbereich ist noch lang. Du atmest tief zwischen deine Schultern ein und dann beginnst du mit dem nächsten Ausatmen auch den Lendenbereich abzurollen. Weit, lang nach vorne. Beckenboden und Bauchmuskulatur sind maximal aktiviert, die Beine gestreckt, also weich gestreckt. Lendenbereich abrollen, das Becken ist noch aufgerichtet, das Schambein zieht nach vorne oben. Nicht kollabieren, die Fingerspitzen bleiben weg vom Boden. Das Becken dann leicht mitkippen, ohne die Verbindung der Sitzbeinhacke mit den Kniekernen zu verlieren. Tief einatmen in den Lendenbereich. Wir wollen hier öffnen, aufspannen. Mit dem Atmen. Ausatmen. Und dann in die Knie kommen, Spannung loslassen, Bodenkontakt oder allenfalls die Blöcke zur Hilfe nehmen, Bodenkontakt einnehmen, mit der nächsten Ausatmung die beiden Knie strecken, Sitzbeinhöcker in den Himmel ziehen, einatmen, entspannen. Bauch, Beckenboden sind entspannt, Kopf, Schulterbereich locker. Ausatmen, Beine strecken, bis du eine schöne Dehnung in der Rückseite deiner Beine wahrnimmst. Einatmen ist wieder entspannen. Noch zweimal. So richtig schön aufdehnen, spüren, was da arbeitet, was hier gedehnt wird. Die Sitzbeinhacke in den Himmel ziehen, wieder loslassen. Das nächste Mal die Beine gestreckt halten. Die Dehnung halten, Atem fließen lassen. Bauch, Beckenboden maximal aktivieren, Becken aufdrehen, aufrichten, Schambein nach vorne oben ziehen, Steißbein zieht hinten in den Boden und dann Wirbel um Wirbel aufeinander gleiten lassen, aufrollen. Atem fließen lassen. Einatmen, ausatmen, weiter aufrollen. Lendenbereich aufrichten, dann den Brustkorb ausmitten. Das Brustbein vorne nach oben fließen ziehen lassen. Die Schultern über den Brustkorb zurückgleiten lassen. Den Nacken verlängern, den Kopf auf den obersten Halswirbel ausbalancieren. Augen öffnen, Arme nach vorne oben nehmen, einatmen, Arme senken. Ausatmen, die Füße vom Boden wegrollen und ausatmen, wieder zurückrollen. Versuche Fußknöchelchen um Fußknöchelchen vom Boden wegzurollen und dann wieder zurückzurollen. Stabilität, Balance, Kraft und zurückrollen. Ein letztes Mal. Spür dich bis in die Fingerspitzen und wieder zurückkommen. Die Arme nach oben nehmen auf Schulterhöhe. Einatmen nach rechts, Seitbeugung. Ausatmen, zentrieren. Wirbel um Wirbel um Wirbel aufeinander bringen. Seitbeugung nach links. Zentrieren. Spür die Bewegung, bleib lang. Ohne zu kollabieren, zieh dich in die Länge. Ausatmen, zentrieren. Wie du jedes Mal noch etwas länger wirst. Füße schieben in den Boden, der obere Arm zieht in den Himmel, zentrieren. Tiefes Einatmen, rechts bleiben das nächste Mal. Aufspannen, Füße mit dem Boden verbinden, Schulter ist weg vom Ohr, oberer Arm zieht in den Himmel.
Mit der nächsten Ausatmung den unteren Arm mit anheben, einatmen, wieder senken. Halte aus dem Zentrum, ausatmen, Arm anheben, einatmen, wieder senken. Arm anheben und wieder senken. Den unteren Arm entspannt halten, tief einatmen, Länge schaffen und mit dem Ausatmen den oberen Arm lang nach vorne ziehen. Entspannen, der Kopf dreht mit, das Becken bleibt nach vorne ausgerichtet, der Kopf zeigt jetzt so vorne seitlich nach unten. Hier bleiben, die Arme entspannt halten, Beckenboden maximal aktivieren und dann seitlich in eine halbe Abrollbewegung, soweit es die Fingerspitzen etwa beim Knie ankommen. Spüre die Dehnung in deiner Seite. Halten, Atem fließen lassen, das Becken bleibt nach vorne ausgerichtet, so zu deiner eigenen Kontrolle. Spüre in diese Dehnung rein. Tief einatmen in die offene Seite, ausatmen, ein bisschen Spannung loslassen. Nochmal einatmen und dann zurückschwingen in die Mitte. Tief einatmen, Beckenboden allenfalls nachspannen, wenn Spannung verloren gegangen ist und weiter abrollen. Ohne zu kollabieren. Bauch ist ausgehöhlt, die Hüfte offen. In einem großen Bogen rollst du weiter nach vorne ab. Die Fingerspitzen bleiben weg vom Boden. Maximalkraft. Arme, Schultern komplett entspannt. Hier tief einatmen bis ins Kreuzbein und mit der nächsten Ausatmung das Becken wieder aufdrehen, Wirbel um Wirbel an eine imaginäre Wand platzieren. Zuerst der Lendenbereich, Atem fließen lassen, dann den Brustbereich, den Brustkorb ausmitten. Brustbein nach vorne oben ziehen lassen, die entspannten Schultern zurückgleiten lassen auf den Brustkorb, der Nacken verlängern, den Kopf auf dem obersten Halswirbel ausbalancieren. Ausatmen, Arme nach vorne oben, einatmen, seitlich senken. Füße mit dazu, Fußsohlen wegrollen, das Gewicht auf die Fußballe bringen, einatmen, wieder zurückrollen. Du kannst in diesem einfachen Auf- und Abrollen bleiben. Wenn du etwas mehr willst, mit der nächsten Ausatmung in die Knie kommen. Einatmen, ausatmen, Knie wieder strecken und mit der Einatmung Füße zurückrollen. Noch einmal. Ausatmen, abrollen. Stabilität, Balance finden, mit dem Einatmen in die Knie, Knie beugen, stabilisieren aus den Fußgelenken, ausatmen, die Knie wieder strecken, spür dich bis in die Fingerspitzen und dann von oben zurückrollen. Arme auf Schulterhöhe behalten, einatmen nach links in eine Seitbeugung, ausatmen, zentrieren, nach rechts, Seitbeugung, linke, rechte Seite, miteinander vergleichen, wahrnehmen, zentrieren. Einatmen, beide Seiten nochmals, zentrieren. Ein langer Seitbogen, kraftvoll aus der Mitte, Wirbel um Wirbel um Wirbel aufeinander platzieren. Seitbeugung nach links, dann auf der linken Seite bleiben. Füße sind mit dem Boden verankert, der obere Arm zieht in den Himmel, Schultern ist zurück beim Brustkorb. Halten, in die Seite einatmen, Raum schaffen, ausatmen, den unteren Arm mit anheben. Einatmen, wieder senken. Ausatmen, anheben, nur der Arm, einatmen, wieder senken,
Alles andere ist stabilisiert. Arm anheben, in diese Bewegung reinspüren. Arm entspannen, entspannt lassen, tief einatmen, zieh dich in die Länge, ausatmen, den oberen Arm lange nach vorne, unten ziehen, dann komplett entspannen, der Kopf zieht jetzt wieder so seitlich nach unten, Beckenboden maximal aktivieren und von oben seitlich in die halbe Abrollbewegung kommen. Bis die Fingerspitzen wieder beim Knie sind, schenk dir hier ein paar Atemzüge. Fühl, was arbeitet, was gedehnt wird. Spür, was ist. Tiefes Einatmen, ausatmen, etwas entspannen. Das Becken bleibt nach vorne ausgerichtet. Nochmal einatmen, bis in die Lende, bis ins Steißbein, bis ins Kreuzbein. Und mit dem Ausatmen schwinge dich zurück in die Mitte. Tief einatmen. Und mit der nächsten Ausatmung weiter abrollen. Falls du Spannung verloren hast im Zentrum, einfach nachspannen. Einen langen Bogen nach vorne, unten Fingerspitzen sind noch weg vom Boden. Schenk dir nochmal einen langen Atemzug in deine Lende und dann die Knie anwinkeln, Hände am Boden platzieren und mit einem Bein und das andere zurückstehen ins Dreieck. Hände sind schulterbreit, Schultern weit, Ellenbogen gestreckt, die Knie etwas anwinkeln und die Sitzbeinhöcker in den Himmel ziehen lassen. Schieb dich von den Händen, Armen in den Himmel, die Fersen ziehen Richtung Boden. Du kannst dann deine Knie auch etwas mehr strecken, wenn es für dich möglich ist. Und dann rolle auf deine Fußballen, so wie wir es im Stand gemacht haben, und rolle wieder zurück. Ziehe die Fersen Richtung Boden. Auf deine Fußballen hochrollen, die Sitzbeinhöcker in den Himmel ziehen und wieder von oben runterrollen, die Fersen in den Boden ziehen. Nochmal hochrollen, ohne dass das Becken nach vorne und hinten schiebt, sondern in den Himmel ziehen lassen. Dann die Fersen in den Boden ziehen, sie berühren den Boden aber nicht. Hier halten, Atem fließen lassen, spür das Wegspannen vom Boden. Wie eine Pyramide bist du aufgespannt. Atem fließen lassen und dann lösen. Komm zurück zu den Händen. Füße parallel ausrichten, zusammenfalten, entspannen und mit der nächsten Ausatmung beide Beine wieder kraftvoll strecken, Bauch, Beckenboden aktivieren, Becken aufdrehen, Wirbel um Wirbel an eine imaginäre Wand platzieren, in die Höhe wachsen. Mit jedem Wirbel, der dazu kommt, wächst du in die Höhe. Brustkorb ausmitten, Schultern zurückgleiten lassen, Nacken lang werden lassen, Kopf ausbalancieren. Arme nach vorne oben nehmen, einatmen über die Seite zurück. Ausatmen, die Fußsohlen wegrollen und wieder zurück. Ausatmen, wenn du mehr willst, mit dem Einatmen in die Knie, unsere imaginären Wand entlang gleiten, ausatmen, wieder hochstoßen und zurückrollen. Arme auf Schulterhöhe behalten, ausatmen, in die Knie, Steißbein einrollen, runder Rücken, einatmen, wieder aufrichten.
Ausatmen. In die Knie, Steißbein einrollen, Beckenboden maximal aktivieren, den Bauch richtig aushöhlen. Einatmen, wieder in die Länge wachsen. Noch einmal. Steißbein einrollen, Beckenboden maximal aktivieren, runder Rücken, Bauch ist ausgehöhlt. Und einatmen, in die Länge wachsen. Einatmen, Seitbeugung nach rechts. Ausatmen, zentrieren. Seitbeugung nach links. Zentrieren. Rechts bleiben. Seitbeugung. Bodenkontakt, Himmelkontakt. Tief einatmen in die offene Seite. Mit der nächsten Ausatmung den Bodenkontakt nochmal spüren, Zentrum weich aktivieren und dann mit der Einatmung in die offene Seite einatmen, Becken in die offene Seite schieben, unteren Arm anheben, ausatmen, zurückgleiten. Einatmen, in die offene Seite, das Becken in die offene Seite hineinschieben und zusätzlich, wenn du möchtest, den unteren Arm noch mit dazu nehmen. Behalte die Länge, Schultern bleiben mehr oder weniger auf der gleichen Höhe. Es ist ein Hin und Her gleiten und ein Verlängern über die Seite. Die linke Seite wird ganz lang. Ein letztes Mal. Einatmen, Becken mit verschieben und den unteren Arm anheben. Zurückgleiten in die Mitte. Becken bleibt, wo es ist. Atme nochmal tief ein, zieh dich in die Länge und mit dem Ausatmen wieder ein großer, langer Armbogen nach vorne unten. Kopf ist mitgedreht. Tief einatmen, Beckenboden maximal aktivieren und über die Seite wieder in die halbe Abrollbewegung, bis die Fingerspitzen bei den Knien sind. Hier tief einatmen und dann das rechte Knie anwinkeln und weiter kraftvoll über die Seite, wie über den rechten Oberschenkel nach vorne unten rollen. Das Becken bleibt nach vorne ausgerichtet, das Schambein zieht nach vorne oben, bleibt offen über die Hüfte. Die Fingerspitzen bleiben weg vom Boden. Spüre in diese Bewegung hinein. Atem fließen lassen. An deinem untersten Punkt gentle 2-3 Atemzüge. Einfach halten. Und dann mit der Ausatmung zusätzlich das rechte Knie strecken. Einatmen, wieder anwinkeln. Ausatmen, nur das Knie strecken. Was macht das? Einatmen, wieder anwinkeln. Nochmal, Knie strecken, Knie gestreckt halten. Zurückschwingen in die Mitte, tief einatmen, Beckenboden nachspannen und dann von unten her wieder Wirbel um Wirbel um Wirbel um Wirbel aufeinander platzieren. Brustkorb ausmitten, Nacken verlängern, Kopf ausbalancieren. Arme nach vorne oben. Einatmen, auf Schulterhöhe senken. Ausatmen, Steißbein einrollen, runder Rücken. Einatmen, wieder öffnen. Ausatmen, Steißbein einrollen, Bauch an die Wirbelsäule zurückziehen, Korsett ist geschnürt. Einatmen, wieder Länge. Ausatmen, Beckenboden aktivieren, indem du das Steißbein einrollst mit dem Schambein, verbindest. Hier 2-3 Atemzüge halten. Bauchmuskelkraft von innen, Beckenboden, tiefer Bauchmuskel, bist du geschnürt und die Geraden, die schwer ziehen da über den Bauch. Lass es arbeiten. Einatmen, wieder lösen, hochkommen. Einatmen, Seitbeugung nach links.
Langer Bogen, ausatmen, zentrieren. Nach rechts, nachspüren, vergleichen. Linke, rechte Seite, ausatmen, zentrieren. Links bleiben. Zieh dich in die Länge, die Füße schieben in den Boden, der obere Arm zieht in den Himmel, Schulter kontrollieren, die ist beim Brustkorb. Atme tief in die offene Seite ein, Zentrum ist leicht aktiviert. Mit der nächsten Einatmung den Brustkorb aufblasen, das Becken in die rechte offene Seite hineinschieben, den unteren Arm anheben. Du kannst die Armbewegung auch auslassen, wie es sich für dich gut anfühlt. Einatmen, Becken dann mit in diese Seite hinein verschieben, zurückkommen. Ein Aufspannen. Behalte die Höhe, die Länge und wieder zurückkommen. Ein letztes Mal. Mit dem Atmen startest du, dann kommt das Verschieben und dann zusätzlich noch der Arm, wenn du möchtest. Zurückgleiten, den unteren Arm entspannen, tief einatmen, verlängere dich mit dem Ausatmen, Beckenboden. Aktivieren den Arm, lange nach vorne, unten ziehen, komplett entspannen. Tiefes Einatmen, dann langsam, kraftvoll von oben in die Abrollbewegung, in die halbe Abrollbewegung seitlich, wie du sie bereits kennst. Das Becken bleibt nach vorne ausgerichtet, das Zentrum maximal aktiviert. Bis die Fingerspitzen beim Knie sind, dann schenk dir mal einen Atemzug Pause, dann das linke Knie anwinkeln und dann rollst du wie über den linken Oberschenkel lange nach vorne unten, seitlich nach vorne unten. Das Becken bleibt nach vorne ausgerichtet, Schambein zieht nach vorne oben. Behalte die Öffnung im Hüftbereich. Spüre in die Bewegung hinein, spüre, was die Übung mit dir macht, was arbeitet. Ohne zu bewerten, einfach nur wahrnehmen, was ist. Tief ein- und ausatmen bis an den untersten Punkt. Atme bis in den Lendenbereich ein. Hier halten und mit dem Ausatmen das linke Knie strecken. Einatmen, wieder anwinkeln. Nur Kniebewegung. Strecken mit dem Ausatmen. Einatmen, wieder anwinkeln. Ausatmen, strecken, Knie gestreckt halten. Zurückschwingen in die Mitte. Tiefes Einatmen. Und dann mit der Ausatmung lange nach vorne weiter abrollen. Fingerspitzen sind noch weg vom Boden, du hältst die Spannung noch aufrecht, Kopf, Schultern sind entspannt, allfällige Spannung aus den Armen rausschütteln, tief ein- und ausatmen. Und dann in die Knie kommen, Bodenkontakt einnehmen mit Händen, Fingerspitzen auf den Boden oder auf den Block. Beckenboden bleibt angespannt. Beckenboden, Bauchmuskulatur aktiviert halten. Einatmen in die Knie und ausatmen. Unter dieser Zentrumsspannung die beiden Beine strecken. Einatmen, wieder anwinkeln. Jetzt ist nicht die hintere Beindehnung im Fokus, sondern das Öffnen über den Lendenbereich. Deshalb ist es ganz wichtig, Bauchmuskulatur aktiviert halten, das Korsett bleibt geschnürt. Wir wollen hier über das Gesäß, über den Beckenbereich, über den Lendenbereich aufdehnen, öffnen.
Beckenbodenachse einfach wieder nachaktivieren, wenn du das Gefühl hast, du hast Spannung verloren, du hast Spannung aus der Bauchmuskulatur verloren, dann nachaktivieren, zusammenfalten, komplett entspannen, Hände auf den Boden platzieren, schulternbreit mit einem Bein und das andere zurückstellen. Ellenbogen strecken, Schultern breit einrichten, die Knie etwas anwinkeln, Sitzbeinhöcker in den Himmel verlängern und dann langsam an Ort und Stelle in eine Gehbewegung kommen. Eigentlich wie vorhin, nun nicht mit beiden Füßen zusammen, sondern schön abwechslungsweise. Immer auf die Fußballen hochrollen und dann wieder zurückrollen, die Ferse in den Boden ziehen, ohne dass das Becken nach vorne und hinten verschiebt, sondern dass die Sitzbeinhöcke das Becken zieht in den Himmel. Spür die Dehnung über deine Achillessehne, Wade, über die Fußsohle, wo auch immer. Die Füße wieder parallel ausrichten und dann mit dem Ausatmen in die Knie kommen, 1 cm über den Boden abbremsen. Hände unter die Schultern. Du kannst alternativ die Knie auch auf den Boden ablegen, wenn das zu streng ist, und sonst einfach halten. Atem fließen lassen, kraftvolle Position. Einatmen, ausatmen, bleib bei dir, bleib im Körper. Mit der nächsten Ausatmung schieb dich über die Hände, Arme nach oben ins Dreieck. Einatmen, wieder anwinkeln. 1 cm über den Boden abbremsen. Ausatmen, über die Hände, Arme schiebst du dich nach oben. Einatmen, wieder zurückkommen. Ein letztes Mal nach oben. Sitzbeinhöcker in den Himmel, nach unten kommen, Knie absetzen, Zehen ausrollen und zurück sinken in die Kindesposition. Atem fließen lassen, dich zusammenfalten lassen, entspanne dich. Lass los. Von hier gleite dann in eine Bauchlage. Die Hände bzw. die Arme in eine Capital I-Position, das heißt die Ellenbogen in die Linie der Schultern, in einem 90-Grad-Winkel. Die Stirne kannst du auf deine Decke platzieren. Ziehe ein Bein und das andere in die Höhe, in die Länge und entspanne das Bein komplett. Das andere Bein anheben, aus dem Hüftgelenk verlängern und entspannt auf dem Boden platzieren, so dass du eine Fußbreite Platz zwischen deinen Beinen hast. Zentrum aktivieren, Korsett schnüren, Schambein mit dem Bauchnabel, Brustbein verbinden, das Steißbein nach hinten an die Wand ziehen, so dass sich der Lendenbereich verlängert. Wenn du da gar nicht aktivierst, hängst du so im Hohlkreuz. Das möchten wir vermeiden. So jetzt Korsett schnüren, das Steißbein leicht nach hinten wie an die Wand ziehen und dann verlängert sich so der untere Rückenbereich. Diese Aktivierung, dieses Verlängern beibehalten. Atme tief ein, hebe deine Stirne vom Boden weg, ziehe das Brustbein nach vorne, ausatmen, wieder senken. Tiefes Einatmen, aus dem Brustbein über den Kronenpunkt verlängern, Rückenstreckung.
Ausatmen, wieder zurückkommen. Tiefes Einatmen, dass die Stirne wegheben, vom Brustbein verlängern, ausatmen, bleiben. Mit dem nächsten Einatmen das Brustbein weiter nach vorne ziehen, ausatmen, bleiben. Mit dem nächsten Einatmen nochmal weiter nach vorne verlängern, aus dem Brustbein diese kleine Rückenstreckung verlängern. Ausatmen, wieder zurück, lang nach vorne abrollen. Nochmal einatmen, Stirne vom Boden lösen. Arme bleiben komplett entspannt. Ausatmen, einatmen, weiter verlängern, lang nach vorne oben. Ausatmen, bleiben, Pause spüren. Einatmen, weiter nach vorne verlängern. Hier bleiben. Also du kannst alternativ auch einfach weiter auf- und abrollen wie bisher. Wer mehr will, wer weiter will in die Sequenz, mit der nächsten Ausatmung die beiden Beine 1 cm vom Boden wegheben. 1 cm ist nicht sehr viel. Die Beine ziehen aus dem Hüftgelenk in die Länge. Das Zentrum ist maximal aktiviert. Die Lände verlängert, Gesäß-Beinmuskulatur arbeitet. Der Rücken wird wirklich so vom Kronenpunkt bis über die Zehenspitzen in die Länge gezogen und arbeitet aktiv. Diese Aktivierung beibehalten. Also unsere Ausgangsposition für die nächste Übungssequenz, behalte diese Spannung. Und nun mit der nächsten Einatmung hebe deine Ellenbogen, strecke deine Ellenbogen, soweit es für dich möglich ist. Ausatmen, Ellenbogen wieder ablegen, Beine nach hinten, oben verlängern. Einatmen, Ellenbogen strecken. Du musst die auch nicht ganz strecken, einfach angepasst auf deinen Körper, wie es möglich ist, von der Beweglichkeit her. Und ausatmen, Ellenbogen wieder anwinkeln, ablegen. Einatmen, wieder strecken. Behalte die Grundspannung über deinen Körper. Und dann streckst du und beugst du die Ellenbogen. Beine kannst du jedes Mal, wenn du die Ellenbogen wieder ablegst, nochmal aktiv weiter nach hinten, fein nach oben ziehen. Ellenbogen strecken, spüre, dass die Länge über deinen ganzen Körper, ausatmen, Ellenbogen wieder anwinkeln, ohne dass du vorne kollabierst. Es ist wie ein Schaukeln über dein Schambeinknochen vorne. Du hast einen gleichmäßigen Bogen gespannt und schaukelst nun so hin und her. Lendenbereich bleibt lang, der Rücken kraftvoll, Ellenbogen anwinkeln, dann die Stirne ablegen, ein Bein und das andere entspannen und vielleicht so ein bisschen mit den Beinen, mit dem Gesäß hin und her wackeln, schaukeln, was auch immer. Hände neben deinem Körper platzieren, Ellenbogen eng. Ausatmen, Beckenboden maximal aktivieren. Kraftvoll von unten nach oben kommen in ein halbes Brett. Das Brustbein ist offen, zieht lang nach vorne. Mit dem Einatmen schiebe dich mit den Händen, mit den Armen zurück. Das Steißbein zieht nach hinten. Lange offen bleiben. Ausatmen, wieder zurückziehen. Einatmen, schieb dein Gesäß, dein Becken nach hinten. Die Sitzbeinhöcker, das Steißbein bleiben geöffnet. Ausatmen, zieh dich mit den Händen an, wieder zurück ins Brett, ins halbe Brett.
zurückschieben. Steißbein zieht nach hinten und dann weiter nach hinten mit dem Ausatmen. Steißbein einrollen, mit dem Schambein verbinden, Bauch aushöhlen, wie in einem Katzenpuckel und dann wellenförmig nach vorne gleiten ins halbe Brett. Einatmen, zurückschieben, Beckenboden entspannt, Sitzbeinhöcker offen und mit dem Ausatmen wieder maximale Aktivität vom Beckenboden her aufbauen, Steißbein einrollen, Bauch aushöhlen, wellenförmig nach vorne gleiten in ein halbes Brett. Hier bleiben, tief einatmen, mit der Ausatmung die Zehen einrollen. Nochmal einatmen, die ganze Länge spüren und mit dem Ausatmen die Knie strecken. Halten. Fersen ziehen lang nach hinten und dann schieb dich über die Hände, Arme nach oben ins Dreieck. Vom Dreieck in die Knie, zweimal wippen, Beine strecken. Zweimal wippen, Beine strecken. Mal zweimal wippen, Beine strecken. Ich überlasse es dir, ob du nun nach vorne gehst oder vom Wippen sprunghaft nach vorne hüpfst. Zu den Händen die Füße parallel ausrichten, dann die beiden Fersen zueinander drehen, so dass du eine V-Position deiner Füße hast. Die Fersen zueinander drücken, die Knie machen, zusammenfalten und dann mit der nächsten Ausatmung Fersen, Bein, Innenseite zusammenpressen, Becken aufrichten, Beckenboden maximal aktivieren, Becken aufdrehen, Wirbel um Wirbel um Wirbel aufeinander rollen. Atem fließen lassen. Brustkorb ausmitten, Nacken verlängern, Kopf ausbalancieren. Ausatmen, Arme nach vorne oben, einatmen über die Seite nach unten. Fersen mit wegrollen oder vom Boden wegschieben. Einatmen wieder zurück. Wichtig, die Fersen drücken zueinander. Du kommst in die Höhe mit dem Einatmen. Du mehr willst die Knie anwinkeln. Ausatmen, die Beininnenseite zusammenpressen und du kommst wieder vorne nach oben. Einatmen, Füße an den Boden. Nochmal, ausatmen, schieb dich weg vom Boden, spür die Länge. Mit dem Einatmen, Knie öffnen. Öffnung in den Hüften, ausatmen, Beininnenseite zueinander pressen, spür die Länge, einatmen, wieder zurückkommen. Arme senken, nur Armbogen nach vorne und dann ein großer Schritt in die zweite Position. Je nachdem, wie du auf der Matte stehst, dreh dich um die eigene Achse. Die Oberschenkel ausdrehen, die Knie zeigen so über die zweiten Zehe in die Weite. Arme entweder auf Schulterhöhe platzieren oder die Hände ans Becken. Tief einatmen. Stell dir vor, zwischen deinen Sitzbeinhöcker hast du ein Gummiband. Dieses Gummiband dehnt sich mit dem Ausatmen, zieh dieses Gummiband, zieh die Sitzbeinhöcker zueinander. Einatmen, das Gummiband auseinander dehnen, Beckenboden entspannen. Ausatmen, Fersen zu dir ziehen, Sitzbeinhöcker zueinander ziehen. Nochmal, einatmen. Sitzbeinhöcker auseinander gleiten lassen, Knie ziehen in die Weite, unten bleiben. Nun, mit der nächsten Ausatmung eine Ferse vom Boden wegrollen. Wieder zurückrollen.
Andere Seite. Das Becken bleibt stabilisiert. Stell dir vor, dein Becken ist eine Wasserschale. Eine prall gefüllte Wasserschale. Kein Tröpfchen Wasser geht verloren. Spür das Auf- und Abrollen. Wie die Beine arbeiten. Rechts bleiben. Die rechte Ferse bleibt vom Boden weg. Das rechte Knie nach innen drehen. Linke Fuß nach vorne ausrichten. Becken zurück über das hintere Knie schieben. Dann sind wir in einer optimalen Ausgangsposition für den Lounge. Das vordere Knie ist über der Ferse. Hände am Becken oder Arme auf Schulterhöhe. Und mit dem Einatmen schiebe dich vom Boden weg, Schambein zieht in die Höhe. Ausatmen, hinten Knie anwinkeln. Einatmen, in die Höhe. Passe die Höhe für dich an. Vielleicht arbeitest du einfach so 1 cm Höhe, Tiefe. Wenn du bis Richtung Boden kannst, kommst du Richtung Boden. Je nach Beweglichkeit, je nach Kraft. Nimm dir Zeit. Ausatmen in die Tiefe, einatmen in die Höhe. Schambein zieht nach vorne, Steißbein nach hinten, unten. Es darf brennen da über die Hüfte. Wenn du noch etwas Intensität willst, ziehe beim Runterkommen den vorderen Fuß zu dir. Mit dem Einatmen schiebe ihn von dir weg. Den vorderen Fuß wie zu dir ziehen, nach unten kommen, am untersten Punkt bleiben, den Oberkörper nach vorne kippen, das Knie hinten am Boden platzieren, Zehen ausrollen, Becken zurückschieben, sodass das Becken über dem hinteren Knie platziert ist, Arme nach vorne oben nehmen, tief einatmen, nach rechts auf die offene Seite aufdrehen, ausatmen, zurückkommen. Einatmen, nach links drehen, hier bleiben. Die vordere Hand an den linken Oberschenkel platzieren, der hintere Ellenbogen anwinkeln, Hand auf die Brust. Einatmen, zieh dich in die Länge. Die Hüfte ist offen. Ausatmen, so viel Stabilität wie nötig, nicht mehr und auch nicht weniger. Einatmen, gib Druck mit der Hand gegen den Oberschenkel. Spür, wie die Kraft, die Spannung durch den Arm, durch den Brustkorb, über dein Brustbein, über den Kronenpunkt in die Höhe zieht, in die Höhe fließt. Ausatmen ist etwas loslassen. Einatmen, gib Druck mit der Hand. Dann ist es ein spiralförmiges, in die Höhe drehen, in die Höhe wachsen. Ausatmen, etwas lösen. Noch zweimal. Druck mit dem Druck starten wir, stabilisiere den Oberschenkel. Dreh dich spiralförmig in die Höhe. Ausatmen, etwas Spannung loslassen. Nicht ganz, so dass du beim nächsten Mal noch 2-3 mm mehr drehen kannst. Halten. Diese Aufdrehung halten. Atem fließen lassen, in die Position hineinfühlen. Wo arbeitet es? Was macht es mit dir? Und dann loslassen, zurückdrehen, Arme über den Kopf. Seitlich senken auf Schulterhöhe, zuerst nach rechts in eine Seitbeugung. Ausatmen, zurückkommen, nach links in die Seitbeugung. Zurückkommen, zentrieren, Becken zurückschieben, Arme nach hinten, dann Hände auf den Boden. Schieb dich von vorne aus dem Fuß nach hinten. Und lass dich von hinten wieder nach vorne spicken. Manchmal spickt auch der Fuß die Zehen oder die Ferse vom Boden weg. Da kannst du deine linke Hand nehmen und den Fuß
stabilisieren, auf den Boden drücken. Nach vorne, von vorne schiebst du dich gegen die Schwerkraft. Nach hinten, wie in ein Trampolin, spickst zurück. Das Fußgewölbe spannt sich auf und aus dieser Spannung lässt du dich wieder nach hinten oben spicken. Suche deinen Rhythmus, Atem fließen lassen und zudem kann sich da die Hüfte wieder etwas erholen. Das nächste Mal, wenn du vorne bist, da vorne bleiben, hinten die Zehen einrollen, das Knie strecken, Brust öffnen, kraftvollen Oberkörper anheben. Du kannst ganz nach oben, ist etwas einfacher, oder das hintere Knie einfach anwinkeln. Ist anstrengend, direkt in die Ausgangsposition Lunge. Hände am Becken oder auf die Seite und dann schiebe den Vorderfuß nach vorne weg, schiebe dich in die Höhe, ausatmen, hinten das Knie wieder anwinkeln. Einatmen in die Höhe und wieder nach unten kommen, soweit es für dich möglich ist. Der Oberkörper ist wie in einem Liftschaft drin. Der gleitet von unten nach oben, von oben nach unten, nicht nach vorne und hinten. Das Knie bleibt über der Ferse. Genau. An unten bleiben, das rechte Knie wieder aufdrehen, zurückkommen in die zweite Position. Tief sitzen, Sitzbeinhöcker sind weit, Knie ziehen in die Weite, mit dem Ausatmen deine Fersen, deine Sitzbeinhöcker zueinander ziehen. Einatmen nach unten, Schwung holen, Fersen zu Ferse öffnen und wie auf einem Trampolin spielerisch, dynamisch hin und her spicken. Den Kreislauf in Schwung bringen, mit einer Leichtigkeit. Federe vom Boden weg. Deinem Rhythmus, Atem fließen lassen. Und dann das nächste Mal wieder breit stehen. Beine sind immer noch ausgedreht. Arme auf Schulterhöhe oder Hände am Becken. Tiefes Einatmen, Sitzbeinhöcker, Knie auseinanderziehen. Ausatmen, Sitzbeinhöcker, Fersen zueinander ziehen. Becken schiebt sich nach oben. Nach unten kommen, unten bleiben. Linke Ferse vom Boden wegrollen. Wieder zurückrollen. Abwechslungsweise einen Fuß um den anderen wegrollen. Oberkörper ist ausbalanciert, die Bewegung aus dem Fußgelenk, Knie, Becken bleibt stabilisiert. Und wenn dann der linke Fuß abgerollt ist, abgerollt, behalten, linkes Knie nach innen drehen, rechter Fuß nach vorne ausrichten, Knie über die rechte Ferse, Becken über das hintere Knie platzieren, Ausgangsposition Lunge, einatmen, schieb dich in die Höhe, ausatmen, abgebremst, in einer geraden Linie von unten nach oben, von oben nach unten. Kraftvoll, langsam arbeiten, einatmen nach oben, du kannst den vorderen Fuß noch etwas wie von dir wegschieben, ausatmen, ziehe den vorderen Fuß wie zu dir, spür, was passiert. Und eben, wenn du die Übung das erste Mal machst, vielleicht ist es wirklich einfach zuerst 1 Zentimeter hier, das Knie anwinkeln, Becken mal. Die Beckenbewegung spüren. Die Tiefe, die kommt mit der Zeit, mit der Kraft, mit der Beweglichkeit. Das nächste Mal, wenn du unten bist, unten bleiben, den Oberkörper nach vorne kippen,
Hände auf den Oberschenkel, Knie am Boden platzieren, Zehen ausrollen, das Becken zurückschieben, über das hintere Knie, vordere Knie, 90 Grad Winkel, Arme nach vorne, oben nehmen, Nacken, Schultern entspannen. Mit dem Einatmen auf die linke offene Seite drehen, ausatmen, zentrieren. Einatmen auf die rechte Seite drehen, Hand auf die Außenseite des rechten Oberschenkels, Ellenbogen hinten anwinkeln, Hand auf die Brust. Tief einatmen. Mit dem Einatmen schon mal die Wirbelsäule in die Länge ziehen, ausatmen, Becken, Zentrum stabilisieren. Mit dem nächsten Einatmen gib Druck mit der Hand gegen den Oberschenkel. Fang dich spiralförmig in die Höhe zu drehen. Ausatmen, etwas Entspannung reinbringen. Es ist wie ein Bogenspannen. Gib Druck mit der Hand gegen den Oberschenkel, lass die Kraft, die Energie über den Arm, über den Brustkorb, über das Brustbein in die Höhe fließen und wieder lösen. Noch zweimal. Gib Druck mit der Hand gegen den Oberschenkel, spiralförmig wächst du und wieder lösen. Ein letztes Mal. Druck mit der Hand. Spür, geh in diese Bewegung rein, ganz achtsam, liebevoll, am Endpunkt halten, Atem fließen lassen. Vielleicht kannst du immer noch 2-3 mm mehr drehen und dann lösen, Arme nach vorne oben nehmen, Arme auf Schulterhöhe senken und dann auf die offene linke Seite in die Seitbeugung. Ausatmen, zentrieren, nach rechts. Zentrieren, Becken zurückschieben, Arme zurück, Hände an den Boden, schieb dich aus dem Fuß nach hinten und spicke nach vorne. Wieder dynamisch, Atem fließen lassen, deinen Rhythmus finden, allenfalls die Hand auf den Fuß platzieren, damit die Zehen, die Fersen mit der Matte verbunden bleiben. Brustbein bleibt offen, Sitzbeinhöcker nach hinten oben ziehen. Der Schwerkraft trotzen. In deinen gleichmäßigen Rhythmus kommen und dann das nächste Mal, wenn du da vorne bist, hinten die Zehen einrollen, das Knie strecken, Brust öffnen, kraftvoll nach oben kommen und dann das Knie anwinkeln. Zurücksitzen, Ausgangsposition Lunge, nach oben stoßen, ausatmen, nach unten kommen. Schieb dich in die Höhe und komme wieder nach unten. Schieb dich vom Boden weg, wachse in die Höhe, greife zu den Sternen und von oben nach unten gleiten. Noch einmal. Nach oben, abgebremst nach unten kommen, hier bleiben, das hintere Knie, das linke Knie aufdrehen, zurückdrehen in die zweite Position. Mit der Ausatmung die Fersen zu dir ziehen, die Beine strecken, Sitzbeinhöcker zusammenziehen. Arme entspannen, beide Beine nach innen drehen, sodass die Füße nach innen zeigen. Zieh dich mit dem Einatmen in die Höhe. Ausatmen, Beckenboden aktivieren, Kopf lang nach vorne einrollen. Tiefes Ein- und Ausatmen, den Beckenboden maximal aktivieren. Und lange nach vorne abrollen. In eine klassische Abrollbewegung, aber in diesem breiten, gegrätschten Stand.
Fingerspitzen bleiben weg vom Boden, das heißt wirklich, du spannst dich über einen imaginären Bogen. Atme tief in die Lende, ins Steißbein. 2, 3 Atemzüge noch so halten, spüren, wie ist das? Und dann die Knie anwinkeln, Bodenkontakt einnehmen, Becken kippt nach vorne, Beckenboden, Bauchmuskulatur komplett entspannen, mit der Ausatmung nur die Beine strecken. Einatmen, wieder anwinkeln, Beckenbodenzentrum ist komplett entspannt. Nur Beine strecken, diese Beindehnung, Nacken, Kopf hängen lassen, Knie anwinkeln. Beine strecken, gestreckt halten und dann die Beine zueinander drehen, zueinander bringen, dich im vorderen Teil deiner Matte platzieren, hinten absitzen auf deine Sitzbeinhöcker, die Hände in die Kniekehlen. Tief einatmen, zieh das Brustbein weit nach vorne oben, Nacken, Schultern entspannen. Mit dem Ausatmen Beckenboden aktivieren, indem dass du das Steißbein einrollst. Lass die Kraft über das Schambein, über den Bauchnabel bis zum Brustbein fließen. Schultern sind entspannt, Ellenbogen breit. Und dann geht es weiter zurück hinter die Sitzbeinhöcker. Korsett ist maximal geschnürt, kraftvoll. Schließe bereits deine Augen. Spüre jede einzelne Bewegung. Spüre, wie du nun auf dein Kreuzbein kommst, dein Kreuzbein ausbalancierst, die Kraft in deine Körpermitte und dann lasse einen Wirbel um den anderen auf die Matte zurückrollen. Vielleicht merkst du auch, dass sich mehrere Wirbel miteinander bewegen. Es geht nur ums Wahrnehmen, was jetzt gerade ist. Brustwirbel abrollen. Und wenn dann der Schultergürtel am Boden ist, Spannung aus dem Zentrum loslassen. Nacken verlängern, Kopf ablegen. Knie zu dir ziehen. Umarme dich ganz lieb. Rolle etwas hin und her. Schenk dir eine kleine Massage im Lendenbereich. Und dann schiebe deine Knie über die Hüfte, bringe die Füße auf den Boden. Atme tief ein, lasse deine Knie auf die Seiten öffnen. Schiebe mit der Ausatmung deine Beine in die Länge und entspanne dich komplett. Deine Augen sind weich geschlossen. Lass den Atem fließen. Spüre den Körper von Kopf bis Fuß. Ohne zu beschreiben, ohne Worte dafür zu finden, spüre einfach, was jetzt gerade ist. Spüre das Atmen, spüre deinen Körper, spüre in die Tiefe und verbinde dich mit dem Ort in dir, wo du weißt, das bist ganz du. Deinem Herzen, deiner Seele, deiner Quelle, deiner Essenz. Wie auch immer du es nennen magst.
dem, was du für dich wahrnimmst, Raum und Platz, ohne es in Frage zu stellen. Lass dein Sein, dein inneres Licht größer werden. Deinen ganzen Körper durchleuchten, jede einzelne Zelle in dir anstecken. Lass dein Licht über deine Körpergrenze in die Welt hinausleuchten. Für mich ist es diese Energie der unendlichen Dankbarkeit, der bedingungslosen Liebe. Des tiefen inneren Friedens und diesem Wissen, dass alles gut ist, so ist es. Langsam ist es dann wieder an der Zeit zurückzukommen aus dieser Entspannung. Bleibe in der Verbindung zu dir. Beginne dich in deinem Rhythmus wieder zu bewegen. Zehenfinger wird größer. Wir treffen uns zum Abschluss in einer Sitzposition. Lass es einfach geschehen, lass dich dorthin ziehen, wo es dich eben hinzieht. Spür die Sitzposition, spür dein Dasein, spüre dich. Nimm die Arme über die Seiten, über den Kopf. Spür die Berührung deiner Hände. Atme tief ein. Ziehe mit der nächsten Ausatmung die Hände vor dein Herz. Schenk dir noch 2, 3 Atemzüge ganz für dich. Und mit der nächsten Ausatmung öffne deine Hände, deine Augen. Und dann schließen wir diese Stunde. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank.